Kapitel 2 Droom van Scheingon. Dat wie een warmer, zonniges Mars in 1588. Een 8-jarige John Smith en Lord Willoughby zijn twee jongens, Peregrine en Robert Bertie. Ze maakten zich op een weg over dat groene land op Tonen Meer. Ze hadden zich uitgedacht een boot te maken, wenn ze durch würden ankommen, en dan weg te zwemmen in het Noordische Meer. John zijn droom wie immer noch, krankzout te worden als Sir Francis Drake. Sir Francis wie die, na wem John wordt opkijken. Nicht bloß wegen hij de eerste Englischer wie, wat de ganz Raum der Welt schwammt. Wie een bis een paar weg tree, dan hat Francis de Englische geraad van de Spanier. En wat John so sehr schuld wie, dat zijn kleinere Bruder, en nicht hij, had den Namen gekregen, Francis. Wenn's de jongens de steden in de Meer ging, dann kämen sie bei einer Stadt, wo jemand sich hart in Vieh gemerkt hat. John schluchte mit seinem Fuß durch den Arsch, sodass der Witterstoff in der Luft spritzt. Je weiten, was dit is? Frug John. Peregrine und Robert kickten den Arm an, als wenn sie nicht wissen. Dit is dort, wat er übergeblieben is von dat Vieh, wat die brugten aus den Tegen, dat die spanische Armee kam, sagt John, seine eine Frau zu beantworten. Aber wir hatten eine Überraschung für die Spanier. Sir Francis Drake hat nicht im Sinn, der im Land ankommen zu lassen, ohne ein Pferd. Vertalt John wieder, und er brauchte die Gelegenheit, alles zu vertellen, was er über Sir Francis Drake wist. Sir Francis und Sir John Hopkins mögen die Tool. Die englische Chaps, die wären Bosier, und die hatten gerade Kronbogen. Das geht nicht sehr lang, dann wären die Chaps, was darauf ging, im Meer nennen, und die hing von der Englische. Und dann kam da noch ein großer Sturm ab und versank viele Meier von der Spanier ihre Schiff. Nicht sehr lang. Und die Schiff, die noch übergeblieben wären, die spürten sich, dass sie drei in Haus kamen. Morgen wären sie drei geschlagen worden von Sir Francis Drake. John deut seine Brasten mit zurück, als er wieder ging. Wenn er erst wird groß sein, dann wird er krankzau als Sir Francis Drake. Er wird auch ein Leben leben, wo du wat nichts gibt. Viel Land anzunehmen, weit nicht wo alle Wegen in der Welt. Als der Jungs der erst bald an das Meer kam, dann wird John sein erstes Belebnis anfangen. Du an das Meer, fang John und die zwei Jungs an, ein Boot zu machen, von Knappels. Sie fangen an die Knappels nicht zu weit auf von der Wasser und sie schlappten den nach der Kant. Sie bangen den Tau, mit einem Strang, was sie sich hatten mitgebracht. Als sie erst zufrieden wären, dass wir steht genug Tau gebangt, dann gingen sie sich ein paar lange, starke Sägen, mit was sie sich würden im Meer anschieben, wann das Boot erst von der Kant weg wäre. Tätig nur mehr, dann hatten sie gefangen, was sie wollen. Und sie schlappten das Boot rüt auf das Meer ab. Das wäre nicht ganz leicht. Aber ängstlich kriegen sie dort rüt geschlappt, solange was das durch im Wasser anfängt zu schackeln. Als sie erst oben wären, dann schoben sie das so weit rüt, was das erst von der Kant weg wäre, wo die Walen überstaubten an der Kant nahmen. John, wie fuhrte der Überstab über das Boot. Er stand da hängen boven und lüd, ordert er Peregrine und Robert das Boot mal böse zu schieben. John dachte bei sich so dit is, wat dann is, Sir Francis Drake zu sein. Das Boot verließ die Kant und schwamm wieder in das Nordische Meer hinein. Nu wird es Zeit, spanische Schiffs zu fangen und die anzugreifen. Wir gehen unja, kam Peregrine seine wieder, John seine Gedanken zu unterbrechen. Und sicher genug, als John seine Gedanken erst mal zurückkam nach das Boot, dann kam das Boot auch boven die Halbmeter über. Was wollen wir tun? Ja, Maria Robert, wir können nicht schwimmen. Und ganz hastig, dann fühlt John sich nicht mehr so brav. Was soll ein interessantes Belebnis sein, fängt Bo sich an, unten ein zu käbeln. Er kickt sich auf den Wasserraum nach ein Boot. Allerdings irgendwas, was da wird schwimmen, wo sie sich festhalten. Dort ist, wenn er sagt, dass du ein Fischerboot noch einkommst. Und er kann wieder besser atmen. Kick mal, sagt er, und er weist nach das Boot. Als Peregrine und Robert das Boot sahen, dann schließten sie mit ihrer Hand, damit die Fischermänner entwürden sollen. Wenn die Fischermänner erst bei Ernst wären, dann wird das Boot auch ganz im Wasser und sie standen mit ohne Knie im Wasser. Was da Bertie und was da Schmidt? Wir sind so gesandt in einen großen Trouble.
Die paar Stecker würden ihn auf den Wutter hauen, doch je nicht. John duckt aus dem Bett und er schämt sich. Dat es dort wirklich weh. Na, dann krübst du hier nach. Dort denkt ganz rauf wird und ihn mehr nehmen. John und die Jungs krüben spin auf der Unterfächerboot nach. Und dann können sie mit Train naar de kant. An de kant uitgekomen, wären de 2 Fischermannen, wat diese Jungs in Huis leiden. Und den Herr Willoughby und John zijn pa dat vertelden, wat da uitgegaan wir. John schlägt sich im Huis neer. Die Mama wie bij den Oven en deed Baby alles voederen. Zij deed ihre Augenbrauen hech als sie zag wo not John weer, aber sie grinst hem nicht uit als hij sich dreig antragt. Und dann, ohne dass Ammas die frech waren, nimmt John den Melkammer und ging gerüht. Und bald dann zat hij op den 3 Bonjen stil en hield wo de Melk door de kant van den Helden Amma non stretzt. Und hij wünscht, dat hij kon hier noch een lange Zeit bleiben. Wenn's hij wist dat, wenn zijn Arbeit is über weer, dann wird sein Pa noch wat te sagen haben. Dat wird dat gewöhnliche Grenzen sein von George Smith, dat warum John nicht könnte zufrieden sein, auf diesem Form zu schaffen, oder vielleicht ein Tag auch sogar noch lohnt zu arbeiten. Dort wird genug sein, am ernst ein anderen Jung in Lincolnshire Frau zu merken. So warum muss John alleweil hingehen, um seine Belebnisse zu merken? Aber dat wie eine Frau wird John sich nicht antworten können. Er weiß dort, sein Pa wie reich. Er wird selten dankbar sein, dass er ein Tag wird lohnt arbeiten. Dort allein, wie all nu, dort die anderen Jungs, die ab Herr Willoughby seine Stadt wohnen, aufgänstig werden über John. Da ihre Pa, kriegt sie aus John sein Pa, wie in Rente hier so auf der große Form von den Herr Willoughby. Aber anders als die ihre Pa's, John sein Pa, dort noch lohnt ihnen. Ein Fruchtgarten, einen Meeracker von Großland und wenigstens 2 Häuser in der Stadt von Louth, wo er dort uitreden. Dat Port dat hij lohnt ihnen dort und dann noch ging uitschaffen für andere auf der Stab, merkt dat John viel höher oje sein wird als die anderen Jungs. Diese Smiths wären die einzige Familie, wo daheim waren bei Herr Willoughby sein großes Haus eingeladen werden zu einer Mahlzeit. Und so kam dat John auch kann naar Deutschland gehen, wo die beide Jungs standen, dicht bei der Stadt von Alford. In der Schule, du lernst hier rechnen, Latein, Griechisch und Englisch. Wenn er auch all diese Fertigkeiten hat, John weiß dat danach, ein Tag wird er nicht sein Pa seine Fußstapfen nur gehen. Er wird anders. Anders als sein kleiner Bruder Francis, wat nicht mal wisst, wohin war Sir Francis Drake gereist wird, als er wieder um die Welt gereist, Osten oder Westen. Und anders als der Birdie seine Jungs, wat er zufrieden wären, bloß davon zu lesen, die neuen Kolonien, wat da abgestellt worden in Stets von France, Spanien und Portugal. John wird nicht zufrieden, bloß von dort zu lesen. Er will selbst daheim fahren nach diese neue Welt. Nu dat sich dort uitgewiesen, dat de Engelschen wären über die Spanier, wenigstens ab dem Meer, so hofft er dat nu nicht wird lang dauern, bis die Engelschen auch würden Aussiedlungen merken in die neue Welt. Seine Angst wäre aber, dat all die schöne Belebnisse und all das neue Land, was er zu finden geht, wird alle über sein, er wird groß genug sein. Als John erst groß wird, dann wird er mit einmal an, dat dort wird nicht ganz so leicht sein, rüt zu reisen und die feine Dinge zu tun, als er ursprünglich gedacht hat. Als er 15 Jahre alt wird, dann klappert die erste Gelegenheit an der. Die Königin Elisabeth, die hat eine Gruppe Schiffe aufgestellt, was sie die Royal Navy nannten, wo sie sollen an der Kant von dem Meer abpassen und die Feind ihre Schiffe wachhalten. Diese neue Navy wollten hier mehr Arbeiter annehmen und John wir seien neugierig, sich anzugeben. John sein Führer aber merkte sie der ganz toll. Und John sein 16. Geburtstag, dort er am angeben wie ein Stürmann zu schaffen, Thomas Sandal, der wohnt dicht bei der Stadt Lynn, und von denen soll er dann lernen. Sandal hat keine Jungs nicht, und du wenn's fehlt am Arbeiter ab, wo er sich verloren kann, und vielleicht ein Tag noch Porterhahn an seine Company.
vielleicht sogar wat ze weet, alles te orden wat hij hat. Seine Gelegenheit wie sei Fan für irgendwem, aber nicht für John Smith. John kann aber nicht sein dazu. Er wird abgepackt und dann aufgeschickt, bei seinem neuen Wirt zu wohnen. John tröstet sich aber damit, dass er wird vielleicht so bei sich nachkommen, dass er bald wird in Franz reisen, seidnische Zeug zu kaufen. Oder in Deutschland, zum Gruppes zu kaufen. John seine Hoffnung will aber bald zwei bringen. John wird an, dort zum bei ein Stuhlmann zu lehren, dort meint, auf ein Horn halten still zu setzen, ein Nummerstuhl zu schreiben, von einer Stunde nach der andere. Dort wie genug, ernst ein junger Mann Kopfweideo zu merken. Besonders im Winter, wenn das Klockfeuer all diester wird, und er muss aber wieder schaffen mit einem Teuchlich. Je länger John so der Sorten schreibt, je diestere Sachen dort, jemals noch mal aus diese Städte rauskommen. Die Papieren, wo du ihr geschrieben werden, dort er in Oberer wie hier so, dort wären gesetzliche Papiere. Der einzige Weg davon loszukommen, dort wir sich zurückzukommen. Dort wir aber allmählich, wenn es John für dein Geld im Tisch für hier 6 Jahre schaffen, hat Sandal versprochen, John eine Wohnung zu geben und eten, und alles zu lernen von Kaufen und Verkaufen. Dinge werden aber nicht leichter, und in 1591 ist John hier dort Sir Francis Drake wie gestorben. Haben sie auf dem Meer im Wasser angeladen, durch Panama. Und mit Sir Francis Drake nu weg, wären auch John seine Träume nu weg, dass er jemals wird mit den ganz vornehmsten Mann top die Welt bereisen. Das wäre ein Hundschacknall für John, dass er hier jemals von dieser Arbeitsstelle nie noch wohl wegkommt, das sagt ihm, sei er dies da. Viele Jahre von langweilig sein liegen nie vor ihm. Bald ein Tag, und in 1596, sein Bruder im Sturm herankommt. Krieg so hastig, hat sich alles geändert. Dort Vater, er ist gestorben, schrie Francis, auch wenn er ganz besiegt John stand. Komm, Schwinn, Mama braucht dich. John hat Schwinn die Freiheit gekriegt von Thomas Sandal und er hüpft auf der Pieten ab, mit was Francis gekommen wäre. Als die Brüder nach Hause reden deuten, dann dachte John darüber nach, was dort wird für ihn meinen, nu dass sein Paar gestorben wäre. Er wusste, dass er würde nu die 7 Acker Großland erben von seinem Paar und all den seine Guardes und meist alles von dort Feu. Aber wo anders wird sein Leben noch ändern. Er dachte, dass seine Mama würde nie wollen haben, dass er sich soll von den Stürmern loskämpfen und in Haus kommen, in den Smith Farm Terran. Aber euer John ganz batüs wäre, das Begräbnis zu merken von seinem Paar, dann hat er all in andere gedei. Jo, er wird sich rückkehren bei den Stürmern, aber nicht so, dass er könnte Form ran. Mit 16 Jahren alt glaubt John, dass nu wieder Zeit für ihn die Welt zu sein.